Seid gegrüßt, ihr Gläubiger von Anno 1800, dem Land Embesas. Was? Naja, so oder so ungefähr. Ja, wir sind hier in der Geschichte Embesa ein bisschen am Studieren und die Gründung von Embesa. Ist sicher spannend. Und als sie auf der Suche nach dem gelobten Land auf den Wellen ritten, bat die Königin der Götter, den tosenden Sturm abflauen zu lassen. Die Götter hörten sie und auf beiden Seiten des Schiffes erhoben sich die Wellen höher als Berge. Das Wasser vor ihnen wurde ruhig und klar. Dahinter lag die goldene Ebene Embesas. Ja, schön. Die Geschichte habe ich irgendwie in The Legend of Zelda The Wind Waker ein bisschen anders in Erinnerung. Sagt nur große Fluten, alles war weg und so, aber hey, man kann die Götter ja ansprechen und sie, wenn sie einen erhöhen, macht sie ja fast alles. So führte also die Königin ihr Volk über das Meer, in dem die Meeresungeheuer wohnen, und errichtete dort eine mächtige Stadt. In dieser Stadt erbaute sie einen Tempel für ihren verlorenen Ehemann Selamavi und diejenigen, die mit ihm in Silla-Midos geblieben waren, hinter den Grenzen der Welt. Ich hatte mir mehr erhofft, aber das sind alle Bücher, die wir haben. Das reicht kaum für ein vollständiges Kapitel. Bin noch gar nicht fertig. Ein Gelehrter des goldenen Zeitalters. Da gäbe es viel zu bereden. Was mit dem hier? Die Tradition, Häuser und Felsen der Berge zu schlagen, ist vermutlich in Silla-Amidos entstanden. Als das Volk von Embesa im gelobten Land niederließ, hat es diese Art der Architektur aufgegeben, da es dort nur wenige Berge gab. Nach den Verwüstungen durch den Sonnenkönig Surya auf Kidusi, Anitoni und dem Niederbrennen der Bibliothek und des gesamten Inhalts sowie vielen Häusern der Priester nahmen die Bewohner von Kidusi Tradition der Höhlen. Haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Frechheit. Letzter Blick. Die wieder auf, nehmen sie ihren Tempel in den Felsen, damit sie unzerstörbar sein. Zeit der Prinzen. So. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Vor allem ist ja einfach zweimal im gleichen Artikel, beziehungsweise zwei Artikel über das gleiche Thema. Schwach. So. 8 Sinne. Tasten, Geschmack, Geruch, Gehör, Weisheit, Emotion, Instinkt. Okay. Weisheit und Emotion als Sinne. Ja, kann man natürlich machen. Sinne ermöglichen uns, das Göttliche zu spüren und zu verstehen. Deshalb ist die Schulung des Einzelnen dieser Sinne eine Tugend. Eine einzelne Tugend zählt nichts, wenn nicht alle 8 in einer Person vereint sind. Ja, du Scheiße. Gut. Kidusi Anitoni, was niemals hätte vergessen werden dürfen. Das goldene Zeitalter mündete in Surias Grausamkeit und Blutsoll. So viel ist bekannt, aber sein Ausgang... Tochter mag sie nicht. Schnauze. Aber sein Ausgang ist unklar. Nur wenige Quellen haben die Verwüstungen der Zeit überstanden. Selbst in diesem Ort des Wissens. Abgesehen von dem Buch, das sie gefunden haben, werden die frühen Jahre Embesas kaum erwähnt. Was haben sie darin herausgefunden? Ja, das hier. Mythos oder Wirklichkeit? Kann der Schreiber diese Zeilen sorgfältig in den Stein gehauen hat, Quellen, die später verloren gingen, oder hatte den Legenden im Volksglauben zu viel Gehör geschenkt? Wir werden es niemals erfahren. Das ist die Gefahr, wenn man etwas lernt. Die Schlussfolgerungen können gefährlich sein, ebenso wie die Entscheidungen, die wir treffen. Wir müssen mit unseren Gedanken behutsam umgehen. Ja, ist eine gute Lebensweisheit. Du Scheiße, was ist jetzt los? Nur Beweise, Spuren aus der Zeit, selbst genau Schlüsse geben, wo wollen sie danach suchen? Die Geschichte hat es nicht gut gemacht mit der Hauptstadt, darum wurde sie den Boden nachgemacht und darum neu errichtet, sodass viele ihrer alten Strukturen längst vergessen sind. Schade. Allein auf Kidusi Anitoni werden sie Land finden, das seit unzähligen Jahrhunderten von gierigen und gewaltigen Händen unberührt geblieben ist. Ja gut. Geschichte wird zu Legenden. Legenden werden zu Mythen und Mythen geraten schließlich beinahe in Vergessenheit. Aber warum sollten wir die alte Bibliothek nicht ausgraben?
Es müssen noch Spuren zu finden sein. Ja, dann mach mal. Ganz genau. Archäologie ist die Königsdisziplin. Auf, graben, waschen und entstauben. Die Funde werden Ihnen helfen, dieses lückenhafte Kapitel zu vervollständigen. Ja, ist ja gut, ich habe das schon verstanden. Darf vielleicht erstmal. Solchen Vorhaben aus. Finden Sie Helfer und Werkzeug, dann unterstützen wir Sie. Okay, okay. Hüten Sie sich vor den Worten der Priester von Kedusi. Sie sind gerissener, als man denkt. Und würden ihren Glauben immer verteidigen, anstatt sich jemals zu ergeben. Okay, gut zu wissen, danke. Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Ah, Sie schließen sich der gerechten Sache an. Naja, gerecht, ich weiß nicht. So, 5 Tonnen brauchen wir noch. Wir haben natürlich auch noch ein paar Stahlträger, dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, Holz brauche ich jetzt für den Bau davon nicht. Klar, ich brauche für die Produktion von einem bestimmten Gut brauchte ich Holz, aber das mache ich dann später. Ja gut, ich kann sogar Kanonen hier herstellen, ja super. Alles nur bauen in der alten Welt, super. Ne, brauche ich gar nicht. Stahl, aber doch für irgendwas brauche ich doch Stahl. Als sonst wäre es nicht da oben. Egal, haben wir ein bisschen Stahl dabei. Schaden kann es generell ja nicht. Wir nehmen sogar doch 2 dabei. Okay, warte mal ganz kurz, bis ich nochmal 5 habe. Dann passt es natürlich mit dem nach Mbesa. Muss man ein bisschen aufpassen, wo ich da durchfahre. Das wird schon irgendwie klappen. So, währenddessen hier. Ich habe schon eins hier gekauft. Ich kaufe natürlich direkt ein zweites noch, ist klar. Was bringst du da? Sie können sich ein kleines Gerangel um eine Insel leisten? Oh, übernehmen Sie sich nicht. Bis jetzt schon. Weil man sieht, es geht steil nach oben. Jede Hilfe ist willkommen. Wir müssen ein bisschen abwarten, bis wir überhaupt die Kohle gesammelt haben, weil, ja. Wir können nicht so viele Leute unterbringen. Wir brauchen vorübergehende Unterkünfte für diese Arbeiter. Aha, brauchen wir. So. Neuen Kurs. Das kriege ich noch hin. So ungefähr zumindest. Wie sieht's aus mit... Ja, es geht natürlich wieder runter, das war mir klar. Das ist sowas von klar, hey. Sobald ich denen das gebe, dann sinkt's wieder. Wenn das halt ausbauen würde, wurde wieder mehr Arbeiter und so. Mache es nicht, sind sie da unzufrieden. Dann heißt wieder, der macht ja nie was und so. Müssen da randalieren. Komm, also auf das bisschen Kohle kann ich jetzt verzichten. Hast du mal gesehen, wie das Wasser nach einem Regenguss schimmert? Höhe stabil. So, Baumaterial habe ich eh genug, daran wird es nie scheitern. Auf Kurs. Mal ganz kurz gucken könnten, wenn wir schon mal hier sind. Wegen diesen Krustentieren generell. Dass man klar bauen kann, ist noch nicht, weil wir irgendwelche Arbeiten so brauchen, das ist mir sonnenklar. Es geht mehr ums Prinzip. Also die kann ich jetzt überall bauen, das spielt gar keine Rolle wie viel und so. Und Platz auch nicht. Kann schon mal den Blaupausenmodus aktivieren. Mal gucken, wie viele wir überhaupt brauchen würden. So, angenommen, es wären 2. Wer braucht's Güter? Mehr als Topf. Mehr als Kopf. Ein Topf. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau, hier habe ich den Chili noch. Das heißt, ich brauche hier den Chili, das er anbauen muss. Tefam haben wir hier. Müssen aber noch ein paar, ja, von 100 Tefam mehr bauen. Wattküche, ja, was will man damit sagen? Okay, Einzugbecken, das passt soweit gut. Ernsthaft? Das heißt, er braucht 2 Tefffarmen, 2 Gewürzfarmen, eine Teffmühle, 2 Wattküchen und 2 Zuchtbecken. Um halt hinterher zu kommen, weil eben. Hier ist ja klar, also doppelte Produktionszeit für 1 Tonne. Also braucht, beziehungsweise für
Für ein Hummer braucht er 1 Minute und der braucht für ein Gewürz mehr als eine halbe Minute. Wenn es halt irgendwie aufgeht. Wenn ich Zeit davon habe, kriege ich halt eine in 30 Sekunden hin. Ja, 2, 2, 1. Okay, geht ja eigentlich auf. Da muss ich sowieso hier drüben machen, das ist mir natürlich auch klar. Sonst muss ich mit dem Wasser und so gucken, das hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Dann halt hier noch irgendwie nochmal eine Straße. Oh, damit der Straße wird lustig. Gut, zur Not mal irgendwie hier oben. Eine ganz komplizierte Straße bis hier hin und so. Und ja, das klappt schon. Da machen wir keine Sorgen, dann mach einfach hier nochmal einen hinkommen. Sag einfach schon mal irgendwie, hey komm, auch 2 davon. Dann weiß es hoffentlich beim nächsten Mal noch, dass ich irgendwie das mir schon mal überlegt habe. So, dann eine Tiefmühle und Wattküche machen wir natürlich drüben. Auf der Hauptinsel, dann hätten wir das eigentlich. Okay, gut. Die Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ehemaliger Pirat. Wer es glaubt? Warte mal. Wo ist mein Luftschiff hin? Ah, hier. Ich muss natürlich hier hin. Die Münzstein natürlich schon, aber nicht mehr so schnell, wie ich es halt gerne hätte. Ja, ganze Plus, Minus und so. Kommen wir zum Ende. Finanzen. Ja, Ausgaben natürlich viel. Einkommen, das ist die Bilanz. Die Inselteile machen es halt aus. Beim Besuch gibt natürlich auch ein bisschen was, aber da müssen wir dann noch ein bisschen mehr machen. Ein kleiner Beitrag zu den Plänen des Herrn. Erwarte neuen Kurs. Ja, das ist Mbesa. Du, du, du. Schubidu und Schubida. Das Gute ist natürlich jetzt auch, wenn er das Gefühl hat, hey, er müsse mir wieder was abkaufen, dann kriege ich die Kohle, die ich investiert habe, ja zurück. Dann kaufe ich auch wieder noch einen neuen Inselteil. Weil ich halt wieder genug Kohle habe, sagen wir um so 1 Million herum, kaufen wir wieder einen Anteil und so. Und dann passt das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viele Inselanteile ich überhaupt habe insgesamt. So viele sind es doch gar nicht mehr. Also nur kann ich immer noch welche irgendwie verkaufen und so sagen, hey Königin, hier kannst du was haben, weil hier kostet eh nichts. Hier vielleicht von wegen, hey, willst du was? Anteilswert, relativ viel sogar. Hier dafür einfach nur noch irgendwie Bilo-mäßig. Ja, ja, so. Mit dir waren wir auch noch stehen geblieben. Den auch mal in den restlichen C mit. Jetzt halt die Frage, wollen wir jetzt das irgendwie laufen lassen? Da sagen wir, nee, komm, jetzt braucht es eigentlich nicht mehr. Weil wir natürlich auch wieder ein bisschen Kohle sparen. Ich lasse momentan mal noch, weil wir haben zum Teil noch ein paar Stadtfeste und so, das passt soweit. So kurz gucken, dass ich in Diplomatie will, der weiß noch eine Weile. Also das Waffenstillstand mit ihm, der dauert lange. Das ist doch gut. Ja, Kriegerklänen geht natürlich immer. Nochmal so, by the way. Ja, schick nur ein Schiff rüber, weil ein bisschen schutzbar natürlich auch in der Welt noch, also so ist er nicht. Ja, wir haben noch eine dicke Wolkendeck, wo ich irgendwie nie alles komplett erforscht habe, oder hier auch, aber was soll das schon sein, also bitte. Nichts Wichtiges würde ich mal behaupten. Interessant, aktive Verteilung, aber hier bei den Schiffen drauf.
Hier auch wieder. Eigentlich hat er die alle auf die Art und Weise eingestellt. Und wieder aber plötzlich zack, also da weg. Natürlich spielt es bei denen eine Rolle, wo ich sowieso irgendwie Kriegsstatus und so weiter habe. Das ist klar. Ich kann mir mal einen vorsichtigen Blick wagen, wie es mit den Güten aussieht, aber ich habe Angst. Mit so einem Schnaps sieht es eigentlich oben gut aus. Hochräder, das war mir klar. Taschenuhren sind auch wieder gut aus. Kaffee ist auch klar. Schokolade war sowieso klar. Das wird mir hier oben mal das Genick brechen in naher Zukunft. Darauf lässt sich aufbauen. Aber dazu später mehr. Es ist noch wichtig, dass überhaupt Münzen und so weiter, also das steigt, aber wenn es momentan eher ein bisschen schlampig vorangeht, aber was willst du machen, wa? So. Er ist eine Insel von ihm, aber ich bin hier viel zu weit weg, als er mich irgendwie treffen könnte. Weil wenn natürlich so scheiße fährt, wieder nicht. Das werden diese Schiffe auch nie verstehen. Dass sie einfach in der Nähe einer gegnerischen oder einer feindlichen Insel durchfahren sollen. So. Jetzt bitte. Gut, das soll funktionieren. Zurück nach dem Besa, zurück zur normalen Geschwindigkeit. Propeller drehen sich. Was machst du jetzt hier? Achso. Ich wollte Material abliefern. Stimmt, das war ja was. Eines beliebigen im Wesentlichen Nahrungsmittel, wobei das heißt beliebig. Und trotzdem, gut, Nahrungsmittel, Aber es momentan nicht so viel zur Auswahl, insofern muss es ja fast das hier sein. Luftschiff. So weltberühmtes Trockenfleisch. Aber was ich hier mit dem Quest-Item machen soll, kein Plan. Ernsthaft? Kontroll plus Klick. Arbeitskraft. Ja. Kontrollklick hat ja viel gebracht. Du hast es wenigstens versucht. Hä? Ah, wir haben eine Quest übersehen. Scheiße. Man kann einer von denen hier wohl noch irgendwie entscheiden, da hätte entscheiden müssen oder so. Oder irgendwie etwas abschließen müssen oder so. Ah, Mist. Das kann doch man irgendwie zu viel quatscht. So. Aber WHD ist aber jetzt das die Insel hier? Kann man nicht mal mit, was jetzt wo genau geplant ist. Propeller drehen sich. Ah, danke. Frischer Tee. Kann man nie Nein sagen. Man kann schon, aber ist unhöflich. So, ja, ich hab's gesehen. Manövriere. Dass er das Gefühl hat, ich lasse ihn damit durchkommen. Eine Ganz und Gar bedeutet. Ja, deswegen nehme ich sie auch. Okidoki, dann haben wir hier noch was anderes. WHD schon. Vielleicht erstmal kurz abwarten, bis das Item ausgeliefert habe. Also die Hüte meine ich halt. Weil sonst quatschen sie mit mir nachher wieder rein. Das könnte unser Überleben sichern. Versprochen ist versprochen. Unsere Arbeiter sind an Bord deines Schiffes. Möge deine Suche erfolgreich sein. Danke. Auf
Auf Kurs! Ja, ich weiß, die Zeit ist reif, aber ich will das noch ganz kurz abschließen. Und vor allem nachher auch das hier noch. Schon wieder zurück? Jo! Die Arbeiter scheinen mir etwas mager, aber sie werden die Ausgrabung schon bewältigen. Endlich können die Ausgrabungen beginnen. Herr, blicke wohlwollend auf uns herab. Okay, warten Sie, da ist schon irgendwie, ich müsste jetzt noch Uhren liefern. Das hat schräg gewesen. So. Weiter zuhören. Müssen wir jetzt zurückkehren. Das würde wahrscheinlich eine unvergleichliche Identität berauben. Hören wir weiter zu noch. Nö, will ich nicht. Das nicht in einem staubenden Lumpen des toten Landes ersticken. Wenn Sie Wahadesha zu den Bedingungen seiner Bewohner helfen wollen, dann tragen Sie die alleinige Verantwortung. Es wird erblühen oder verwelken. Jo. Das Thema nichts mehr liefern will. Ich weiß halt noch die andere Option, aber weiß halt nicht, ob das die bessere gewesen wäre. Erstmal kurz gucken. Ich meine, wir haben noch einen alten Speicherslot von gerade mal 2-3 Minuten. Genau mal den in der nächsten Folge laden und dann mal gucken und so. So ist er nicht. Das kommt ja auch noch. Zeit für ein Nickerchen. Ah gut, es ist ja die Insel jetzt von hier. Da kann man von mir aus ruhig die zurückkaufen. Die Zeit deines Lebens. Hast du genug Vorräte mitgebracht? Nun, wir finden eine Möglichkeit. Da bin ich sicher. So. Erstellen Sie mit ihm einen Plan. Mit ihm, ohne ihn, wie auch immer. Oje, oje. So, dann haben wir natürlich jetzt auch hier noch, den Ausgraben begonnen haben. Irgendwo hier nehme ich jetzt mal an. Ah ne, hier Ualdurin, okay. Generell Weltkarte kurz gucken. Schiffchen noch unterwegs. Raumhöhe 2, Alter. Wenn der so lange unterwegs ist, dann Petri Heil. Das wird dauern, bis der ankommt. Das wird dauern, Lecco mio. Gut, egal. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr kommt noch ein bisschen näher ran. Jo, Irgendwie wollen nicht, dass ich irgendwie näher rankomme. Leute, ich will zugucken. Du sagtest, wir dürfen dich jederzeit aufsuchen, nicht wahr? Ja, momentan ist es ein bisschen schlecht. Können wir vielleicht bis zur nächsten Woche warten. Hat keine Verwendung für dich. Also war mir klar. Können wir vielleicht noch ein paar Folgen warten, beziehungsweise bis zur nächsten Folge warten, also ein paar Tage warten. Also ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt. Ob es am Sonntag ist, Freitag, dann geht ja den nächsten Tag weiter oder so, kein Plan. Dass ich da nicht hinkomme, so doof. Moment, wir haben es gleich. Ah, es nervt, wenn ich Alpha verwende. Warum? Mein Vater hätte das nicht gewollt, aber der ist mausetot. Oje, oje. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Gut. Näher ran kommen wir halt nicht, Freunde. In
Wir sind am Ausgang, wir hoffen, Sie finden bald etwas und ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Bye bye.